Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweiz zur nächsten Runde Kingdom Hearts. Ich wollte das mit der Runde nicht mehr sagen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Kingdom Hearts 3. Ja, wir haben ja atemberaubende, spannende Kämpfe in der letzten Folge. Und zwar da hinten dran, jetzt sind wir aber komplett eingesperrt worden. Ich bin ein bisschen rumschauen gegangen, weil ich gehofft habe, ich finde den Speicherpunkt, aber leider kommt man ab da nicht mehr weiter. Also man kann da die Tür noch aufmachen, aber die anderen Türen bleiben verschlossen. Was für mich bedeutet, uns bleibt eigentlich, blöd gesagt, nur ein Weg, und zwar auf diese Plattform drauf. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Okay, da geht in dem Fall gerade nochmal eine Tür auf. So, dann schaue ich aber jetzt gerade mal ganz kurz, was ist jetzt da um die Ecke. Ich mache mir so Sorgen, dass da plötzlich irgendetwas Komisches auftaucht. In dem komischen Labyrinth da. Okay, dann ich da. Dann geht die Tür wieder auf. Dort hinten ist ein Kisteli. Eine Kisteli! Oh mein Gott, ich habe schon in Ewigkeiten kein Kisteli mehr gefunden. Da freue ich mich doch gerade drüber. Aber jetzt ist eher die Frage, ist das irgendein Rätsel, wo ich da muss... Also wenn ich da drauf stehe, geht da nichts auf. Okay, das ist dann auf eine Art wie ein Rätsel. Da habe ich aber die blaue Plattform... Ah, jetzt muss ich da wieder die blaue Plattform drücken. Und dann sollte eigentlich in dem Fall auch das Blaue da vorne aufgehen. Okay, alles klar. Oh Mann, und da befindet sich auch schon ein Speicherpunkt und ich, Löli, bin da schon überall suchen gegangen. Wir befinden uns im Rundgang der Isolierung. So, dann stehen wir ganz kurz drauf, dann speichere ich aber noch ganz kurz ab, sonst oh Mann, jetzt habe ich es schon geschafft, ohne Sterben da durch die 2 Kämpfe durchzugehen gegen die Mitglieder von der Organisation Dritze. Und jetzt muss ich mich da nicht noch... Wo komme ich denn da an? Was ist denn das? Untersuchen. Kampftore. Kampftore transportieren dich in vertraute Bereiche, in denen sich alles ums Kämpfen dreht. Dort wirst du auf allerlei Widersacher treffen, die dich schier verzweifeln lassen werden. Solltest du aus diesen Kämpfen siegreich hervorgehen, erhältst du dabei nicht nur wertvolle Kampferfahrung, sondern auch gewisse photogene Qualitäten. Okay, alles klar. Also wir haben da so irgendwie Kampftor 0 Rang. 1 Stern von 3. Also wir könnten jetzt eigentlich sogar das Kampftor ganz kurz machen, aber ich persönlich würde mich jetzt lieber mal um die Gegner dort hinten kümmern, wo ich da von weitem schon ein bisschen gesehen habe, mit seiner Axt und noch 2 weitere. Im Mogri-Laden sollte eigentlich nichts mehr verfügbar sein. Abgespeichert haben wir. Also ich würde sagen, wir wären eigentlich parat. Oder doch nicht? Nein, mir fällt gerade mal so noch ein, was wir noch nie gemacht haben bis jetzt oder nicht einmal ausprobiert haben, ist unser Schlüsselschwert aufschmieden. Ich würde sagen, ich probiere mal das Schlüsselschwert, das wir gerade momentan haben, da das Pulverschnee aufzuleveln. Und zwar haben wir ja jetzt da Fluorid, haben Menge 19 Vorrat, einen Energiesplitter hätten wir genug. Ich würde sagen, ich verstärke mal unser Schwert, das wir da momentan benutzen. Vielleicht schaffen wir es sogar gerade aufs höchste Level von unseren Materialien. Da sehen wir auch schon den Adamann, von dem ich schon so viel erzählt habe. Ich würde sagen, aufs Maximum. Wir schaffen es wahrscheinlich sogar aufs Maximum-Level mit unserem Schwert. So, da haben wir wirklich nur ein Energiekristall, ein Cyanidkristall. Aber ich würde sagen, Scheibe drauf, dafür schaffen wir es aufs Maximum-Level, dass wir jetzt wirklich unser Hauptschwert einmal auf dem Max-Level haben, damit es auch für uns nicht mehr so schwierig wird sein, da gegen die Gegner anzukämpfen. Also jetzt sollte eigentlich alles viel leichter sein. Und daher machen wir uns auf den Weg gegen Führer. Der Axel und Kairi sind da schon ziemlich in einem Kampf. Ah, da einer findet sogar nochmal ein Kampf statt, okay. Also wir haben das gleiche Prinzip wie der letzte Folge. Wir haben 2 Kämpfe, wo wir entscheiden können, wo wir zuerst teilnehmen. Einmal hätten wir da hinten einen Kampf mit der Kairi und dem Axel, wo wir uns können... Oh, da ist schon Zeit angefangen. Ich würde sagen, da müssen wir uns gar nicht mehr grossartig entscheiden, sondern können direkt einmal da durchfliegen. Nice, schiessen uns ruhig in die Luft auf, so kann ich schön drüber wegfliegen. Voila! So, dann stürzen wir uns in dem Fall in den Kampf mit dem Axel und der Kairi. Dann sollte da jetzt noch ganz kurz... Okay, wer ist denn das die mit den Kabutten? Kairi! Axel! Sora! Okay. Nice to see ya. Wir finden uns direkt im Fall im Kampf inne. Momentan gerade nur gegen die 2. Ich würde sagen, wow, hast du viel Leben, hey. Ich würde sagen, ich versuche mich zuerst einmal um dich zu kümmern. Die andere Person wüsste gar nicht, wer sie ist, da sie auch Kabuzen wirklich gegen unten trägt. Das gibt Damage, das gibt Damage. Wieso haben mich dann beide gerade zusammen gleichzeitig im Fokus? Ich bin gekillt worden.
Oh Mann, jetzt habe ich mich sogar noch selber gekillt. Jetzt müssen wir aber darauf achten, sobald er den Berserker freischaltet, also den Modus Berserker, sollten wir wirklich ziemlich auf die Seite gehen. So, 2 Balken haben wir schon mal abgezogen. Wir hätten sogar noch die Wutform, wie auch Sturmkrall aktiv, aber ich würde sagen, die Wutform hilft uns an dieser Stelle gut weiter gegen den Schlawiner da mit seiner Riesenaxt. So, jetzt müssen wir noch genug Damage machen, solange der Berserker-Modus noch nicht aktiv hat. Dann wird es nämlich ziemlich kritisch. So. Draufbleiben, draufbleiben. Nein, er hat den Berserker voll. Okay, dann rennt er auch schon in die Mitte raus. Ich würde sagen, der Axel versucht da schon ziemlich gut im Schaden machen. Wie man sieht, kann man jetzt ihm in dem Moment gar keinen Schaden mehr zufügen. Okay, okay, was ist jetzt los? Oh Mann, immer wenn ich voll im Kampf bin und mich freue, endlich mal so voll dürfen machen. Stop it! Isa! Xemnas. There was a time when I trusted you to deal with traitors. And now, your betrayal outstrips them all. What final words do you have for your superior? Well, let me think about it. How about you were never my superior? Ever the rogue pawn. Knocked from the board early in the game. Utterly useless and forgotten. Are you kidding? Do you know how popular I am? I got loads of people rooting for me. Sorry, boss. No one axes Axel. Got it memorized? Is this supposed to be a Keyblade? Or is it some sort of joke? Wow. Mit einem Hieb einfach das Schlüsselschwert vom Axel zerstört. Our plans have been dashed by you. Far more times than I care to count. Dann kommt er mit seinem Star Wars Lichterschwert. I will purge that light in you. With darkness. Changing sides again? We need him alive. You know that. We only need his heart in order to forge the key. We do not need his soul. Oh, but that's right. You were friends. Then, you take his life. Who are you? Don't do this. Wait. It's all right. You can stop now. It's all right. Shion. Useless puppet. Shion! Your Keyblade is no more. And still you think you can play at being a guardian of light? You can wait your turn. Also ran.
Hands off my 2 friends. Schlüsselschwerter, die Stimme. It cannot be. Roxas! My turn. Roxas. This is impossible. Where did you get a vessel? Same as you. Same how? Most of the organization's members, they traveled here from the past as hearts. And you had replicas ready and waiting. One for each of them. Who told you? I owe my return to many. Some of them people you knew. Ansem the Wise. Zexion. And others too. It seems you're not as good at winning over people's hearts as you think. Ah, I see. There was one last thing I needed in order for me to be whole again. A connection. Sora helped me find my way back here. To my friends. Roxas. I don't need hearts. I will scatter them all to the winds. Kyrie! What difference does one little light make? You have others. Just as we have more darknesses to replenish our ranks. Rest, Axel. Roxas will fight in your place. And I'll fight for Kyrie. Yeah, when it comes to Keyblades, you're the old hands. So, Roxas ist wieder back mit seinen 2 Schlüsselschwertern. Oh Mann, was für eine Überraschung, dass er es doch noch zurückgeschafft hat. Nachdem er eigentlich gemeint hat, er sei jetzt für immer vergessen und vergangen. Ich muss jetzt aufpassen, ich muss aufpassen. Nice! Wer hat mich jetzt zugekillt? Oh mein Gott! Er ist einfach eins zu viel gut, er ist momentan in seiner Berserker-Phase. Ich bin gerade überlegen, sonst auf Abstand gehen, bis die mal abgelaufen ist. Danach sollten wir ihm eigentlich ziemlich gut einheizen ins dritte. Nice, Berserker ist out of order. Das heisst, jetzt sind wir dran mit Damage zu machen. So. Gegen so viel Damage kommst du eigentlich gar nicht klar. Oh, Gott sei Dank habe ich die Koopa-Münze gekauft. Wir wären jetzt gerade sowas von gestorben, oh mein Gott. So, ich setze mal meine Sturmkralle ein. Mein Herz ist gerade stehen geblieben. Ich habe völlig vergessen, überhaupt, dass wir die Koopa-Münze überhaupt gekauft haben. Und ich bin jetzt wirklich gerade froh drum. Er ist das im Berserker-Modus wieder am aktiviert haben. Das heisst für mich, ab in die Aussenseite. Der Axel steht schon völlig erschöpft auch am Rand raus. Da hinten sehen wir ihn. Da. Hoi Axel. So. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit schinden, da, bis der Berserker-Modus eigentlich abgelaufen ist, würde ich sagen. Und das sollte eigentlich jetzt der Fall sein. Oder doch nicht? Oh Mann, nein, er kann da immer noch seine absolut krasse Fähigkeiten einsetzen, aber der Roxas ist da schon ziemlich gut, der Schaden trotzdem noch mal austeilen. So, Berserker-Modus ist abgestellt. Das wäre unser Moment zum ihn besiegen, jawohl! Das ist doch ziemlich gut gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Besonders mit dem Roxas an unserer Seite können wir gar nicht verlieren. Und was sind deine letzten Worte? Why so sad? You let them reduce you to this? I thought you outgrew the marks under your eyes. So?
You look like you need them. Stop it. The whole act. I thought this was all for her. At first, I sacrificed everything to try and track her down. You're the one who went off and made other friends. Left her and me both in the dust. It infuriated me how you just exited our lives. I lost all sense of purpose. I didn't forget you. Yes, I know. You wouldn't do that. But I was jealous. You admit it. Well, if I make it back, you won't get it out of me a second time. See you, Isa. See you, Lee. Was ein Mensch und alles macht, nur weil er eifersüchtig ist. Krass. You go help Kyrie. Right. Gotta run. Good luck. All right. What now? Guess I should have brought some ice cream. So haben sie auch wieder zusammengefunden. Mega herzig, wirklich. So. Aber nach dem ganzen emotionalen Zeug erwartet uns dort hinten eine Kisteli. Oh mein Gott. Jetzt haben wir da in dem Fall wirklich nur noch einen Kampf auszuführen. Und das Einzige, was mich an dieser Stelle gerade nervt, ist, dass ich jetzt nicht nochmal zurück kann, Koopa-Münzen holen. Damit wir auch bei denen nochmal ein extra Leben zur Verfügung hätten. Die gute Frage ist, ob ich da irgendwie drüber gumpen kann, aber ich gehe davon ehrlich gesagt weniger aus. Da ist jetzt der Eingang verschlossen, das heisst, wir kommen nicht mehr zurück zu unserem Speicherpunkt. Wo kann ich da drüber gumpen? Nein, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das irgendwie vielleicht umgehen. Aber in dem Fall müssen wir uns mit sehr wenig Leben und ohne Koopa-Münzen in den Kampf stürzen. Das heisst für mich einfach doppelt so viel aufpassen. Da vorne sind sie schon völlig im Kampf drin. Gegen den Terra und die Person ist ja der Ventus, also die schlechtere Version vom Ventus. Und da kämpfen sie ja schon. Wow, ich bin so aufgeregt. Ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt sterbe und ich wollte mich in dem Fall nicht gerade so nicht in den Kampf begeben wegen dem. Aber ich würde sagen, wir schaffen das. Wir glauben an uns und das kommt schon gut. Kommt schon gut. Ja, ja. Oh Mann! Aqua! Ven! Sora! So, und los geht's. 3 gegen 2. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Die Frage ist jetzt eher, wer ich von diesen zwei am besten sollte anvisieren. Der andere, der ist schon völlig fixiert schon auf mich. So, ich würde sagen, der Fokus hat entschieden. Wir kämpfen in dem Fall zuerst gegen die schlechte Seite vom Ventus. Wir haben auch gerade momentan nicht mehr zu viel zu Leben zur Verfügung. Ich muss schauen, dass ich wirklich nicht in einer Combo ende von irgendeinem von diesen zwei.
Nice, es fängt schon ziemlich gut an. Ich versuche mich jetzt wirklich als ziemlich konzentrieren, dass wir da nicht unser Leben verlieren. Nice, ab in die Wutform. Gut, wir wären sogar noch gekillt worden, aber oh. So, das sieht schon ziemlich gut aus bis jetzt. Wir haben ihm schon fast die Hälfte vom Leben abgezogen. So, nice. Irgendwie sind wirklich gerade beide fokussiert, immer wieder voll auf mich. Aber das könnte daran liegen, dass ich wirklich auch weniger Leben zur Verfügung habe. Komme ich in Heal über oder... Ah, come on. Come on. Hielt mich jemand, bitte. So, dann schauen wir mal, wie das von oben aussieht. So, da, die liebe Aqua ist in dem Fall die uns healt ab und zu. Nice. Ich würde sagen, ich mache mich gerade mal wieder auf den gleichen Charakter. So. Nice, wir haben schon mehr als die Hälfte vom Leben abgezogen. Das kommt ziemlich gut. Ich setze mal meine Sturmkrallen ein. Okay, wir haben ein Piratenschiff zur Verfügung. Das könnten wir natürlich in so einer heiklen Situation einmal noch ganz kurz raushauen. Oh Mann, ich habe schon wieder nur die Hälfte von meinem Leben. So, ich hoffe, das bringt was. Okay, er reitet da irgendwie auf irgendwelche Schlüsselschwerter umeinander. Ziemlich speziell. Nice, aber dann sind wir wenigstens seiner Fähigkeit, wie es aussieht, seiner Spezialfähigkeit zum Teil ausgewichen. Oh, sie hat mich im gleichen Moment gekillt, wie ich das machen wollte. Gut, da rein komme ich momentan nicht. Ich würde sagen, das Beste ist, dich wirklich gerade momentan ein bisschen... Oh. Oh, wir haben da schon wieder einen Knockout am Boden unterwegs, der liebe Ventus. So, jetzt bist du wieder aus deiner Dings draussen. Jetzt bekomme ich wieder mal ein bisschen an die Reihe. Oder auch nicht wirklich. Jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich mir da Mega Potion noch reinklatsche. Nice! Okay. Oh. Ich bin gerade flutschi nass. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Oh, ich habe hier auf Illusionsstab aus Versehen gewechselt. Das erklärt, warum ich so wenig Schaden mache. So, es fehlt nicht mehr viel. Jawohl! Nummer 1 haben wir in dem Fall schon mal von der Bildfläche gefegt. Jetzt schauen wir mal, was er noch zu sagen hat. Da scherbelt es im Gesicht. Die Niederlage hat ihm gerade zugesehen. Your face. I'm the piece of Ventus that was taken away. And you're the piece Ventus needed to be whole again. So, why shouldn't you and I look exactly the same? You define me, Sora, the same way that Ventus does. We are brothers who together make a greater whole. Then why won't you stand by our side? Instead of with darkness? Because I am darkness. And I do stand by your side. I'm the shadow that you cast. How much closer could I be? But I didn't ask for this. To be sifted apart, nice and neat. We should be free to choose. Not just light, not just darkness. We decide what we are. But, Ventus, I did decide who I am. You see? And what you are is darkness? What I am is darkness. Wo ein Licht herrscht eine Dunkelheit, würde ich an dieser Stelle sagen. Okay.
Wo gut ist ja schlecht. Das ist normal. How is that okay? Vanitas? So, nach dem kurzen Einblick sind wir jetzt im Kampf gegen den Terra. Also die dunkle Seite vom Terra, der ja übernommen worden ist. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich kann ihm keinen Schaden machen, aber komme die ganze Zeit nur Schaden über. Wow, jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt ist es vorbei. So, jetzt sind wir dran mit dem Gegenkonter. Wir sind das dritte gegen dich allein. Wie willst du gegen uns eine Chance haben? So, ich muss am Schlüsselschwert kurz abändern. Wir hätten da noch Illusionsstab parat. So, ein bisschen aus Entfernung versuche ich ihn runter zu hitten. Nice, es hat schon gelangt, um ihn zu besiegen. Oh Mann, ja, in dem Fall. Würde ich sagen, hören wir auch noch seine letzten Worte an. Und dann machen wir uns langsam auf den Weg. Aqua. Ben. Terra, please. Come back! Terra! Terra! Your friends are here! Wow, was läuft jetzt falsch mit dir? Terra! You have to fight the darkness! Also in dem Fall ist es doch noch nicht so ganz vorbei, wie ich gedacht habe. They're our bonds. You have no power over me! Stop, Terra! Please stop it! Farewell. No! Schlechte Idee. Terra, I kept my promise. What the fuck? Okay. How? You fell to the dark. One day, I will set this right. One day, I will set this right. I will return to this land and protect my friends. Terra, now!
Welcome back! Aqua! Ven! Terra? Is it you? Yeah. You never stop lighting my way back. You're here. I heard you too, Ven. You found me, just like you promised. Thank you. Aqua and Ventus need rest. Terra, look after them. No, Sora. I'm going to. That's what he wants. For us to make a mistake. Put ourselves in danger. Sora, go. We'll catch up with you. Right. I got this. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Oh Mann! Night already? Schade, da gibt es auch keinen Speicherpunkt jetzt gerade momentan. Oh doch, dort vorne befindet sich der Mogri, wie ich gerade gesehen habe. Das bedeutet für mich, jawohl, da hätten wir einen Speicherpunkt parat. Und da eine Wand, wo man geradeaus draufrennen müsste, was vorher nicht möglich war. Ich würde sagen, an dieser Stelle speichere ich mal ganz kurz ab. So. La. Wunderbar. Und ich würde sagen, da wir ja jetzt unsere Terra befreit haben und wieder die zwei Kämpfe mit viel emotionalen Einblick in Kingdom Hearts können machen wir doch einen ganz kurzen Cut, bevor wir uns getrauen, da die riesige Steinwand da drauf zu rennen und zu schauen, was uns dort oben erwartet. Daher würde ich sagen, danke vielmals fürs Einschalten und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer. Danke und ciao!